Salut zusammen und herzlich willkommen zum Frage-Antworten-Video, das ich mal der Gemütlichkeit halber von meinem Sofa aus mache. Nebendran wird gebaut, das heisst, vielleicht hört man das ein oder andere Mal einen Hammer oder irgendwie eine Bohrmaschine, aber lasst euch doch das nicht stören. Der Einzige, was stört, bin ich. Ich habe ja schon länger kein Video mehr gemacht und bin darum ziemlich euphorisch und mit Freude in den Tag gestartet, als ich gewusst habe, heute am Nachmittag habe ich Zeit zum ein Video zu drehen. Naja, schaut einfach selber. Gut, und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Ich gehe zuerst mal ein bisschen auf Twitter durch, was mir dort so für Fragen gestellt worden sind und wechsle nachher über zu YouTube. Die Urgamer-Frage, deine Meinung zur zweiten Gotthardröhre? #ASCII. Wow, das ist das Thema, das ich mir einfach nicht entscheiden kann. Es gibt so gute Argumente dafür und es gibt so gute Argumente dagegen. Zum einen ist das natürlich eine Frage von der Solidarität mit dem Tessin. Man möchte ihnen nicht das Gefühl geben, ihr gehört nicht dazu, für euch wenn man kein Geld ausgeben. Zum anderen kaufe ich es aber gewissen Politikern auch einfach nicht ab, dass die doppelspurigen Röhren dann nicht auch doppelspurig befahren werden. Ich meine, das wäre ja wie wenn du einen Doppelstockzug baust und dann noch unten sitzen darfst. Der Pumpkin fragt, @AskSwitzerland, deine Lieblingskanäle außerhalb vom Newsbereich, #ASCII. Definitiv der Martin, der in der Leiste die coolste überhaupt eigentlich gerade das oberste sein sollte. Der Remo-1239, @AskSwitzerland, #ASCII. Was haltest du von der Legalisierung von Cannabis? Ich habe das zwar noch nie konsumiert, aber ich finde, man muss sich bei solchen Sachen immer fragen, schadet es jemandem? Ich persönlich finde, Cannabis schadet niemandem, außer vielleicht dem, was konsumiert, aber er fügt damit keinem anderen Schaden zu. Das heisst, von mir aus gesehen kann man es ganz klar legalisieren. Gleichzeitig finde ich, sollte man bedenken, dass Alkohol, also eine der stärksten Drogen der Welt, praktisch für jedermann zugänglich ist. Das heisst von mir ein ganz klares Ja. Und der Martin, den ich gerade vorher erwähnt habe, schreibt @AskSwitzerland, #ASCII. Wie lange hast du so einen Zauberwürfel lösen? Lang. Ich glaube, ich habe irgendwie auf den 10. Geburtstag mal einen bekommen und der steht jetzt immer noch im Schrank und ist angefangen. Der Nicht-Pixel fragt, wieso machst du die ganze Zeit so ein leichtes Zoom-In? Also erstens finde ich mal, bemerkt man den fast nicht und zweitens ist es einfach ein Stilmittel. Hey, weg von meiner Nase! Der Ricky What Else fragt, links oder rechts? Also ich sitze an sich recht gerne neben dem Radio. Weiss nicht, wie hast du das? Der Hermann 1996 fragt, bist du schon 18? Ja, der Inskopf beschwert sich, ich nix verstehen. Du bitte auch nix schreiben, wenn du nur Grundform kennen. Nicht schön. Und der Noel Hasler entschuldigt sich gerade für ihn. Sorry fürs schlechte Deutsch. Noel, du musst dich doch nicht für ihn entschuldigen, aber Dankeschön trotzdem, ich nehme es natürlich an. Jetzt ein Kommentar, der bei mir eine gewisse Aufmerksamkeit erregt hat. Du bist auch ein bisschen eine behinderte Miske, oder? Frage. Was willst du eigentlich, du linker Mensch? Linker Mensch, okay. Wenn man gegen die User-Nahrungsspekulationsmittel, was auch immer, Initiative ist man trotzdem ein linker Mensch. Gut. Deine Videos sind gut, aber ohne Scheiß. Die Meinung ist einfach, weisst nicht wie Scheiße. Dann kommt ein ziemlich langes, interessantes Statement über die Durchsetzungsinitiative, also jemand, der immerhin eine durchaus einigermaßen berechtigte Kritik, wenn auch in einem sprachlich sehr unabrochenen Gewand formuliert hat. Also offenbar, der mir oder meine Meinung nicht so gern hat, nachher kommt aber postwendend nochmal ein Lob. Er findet nämlich nachher, aber sonst machst du gute Videos. Ist auch cool, dass du mit so jung schon so viel über Politik weißt. Aber Moment mal, wenn du gerade meine Meinung kritisiert hast, dann sollte ich ja an sich nicht viel wissen. Nicht für ungut, aber ich liebe es, wenn sich die Leute selber Schachmatt setzen. Der oder die Guisan fragt, hey Lionel, schaust du auch Le Floyd? Ja, aber nur zur Unterhaltung, nicht zur Information. Wenn ich mich irgendwo informieren möchte über etwas, dann schaue ich garantiert als letztes zu Le Floyd. Taki Vucic findet, oh, neues Intro. Muss zugeben, schaue nicht oft rein,
aber wieder so. Ich muss zugeben, du schaust wirklich nicht oft rein. Das Intro habe ich jetzt etwa seit 20 Folgen Swissinfo. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass du jetzt wieder mal vorbeigeschaut hast. Lena Zou fragt, was machst du eigentlich beruflich bzw. schulisch? Ich bin momentan im 12. Schuljahr und werde diesen Sommer Matur machen. Das heisst, wenn sie klappt. Es wird dann natürlich ein bisschen stressig, YouTube, Matur und dann noch andere Sachen zu machen. Aber es wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich mal. Der Jerome TV findet: Wieso machen die eigentlich Zuschauertreffen? Die sind doch völlig unnötig. Dieser Meinung kann ich mir überhaupt nicht anschließen. Für mich sind Zuschauertreffen Belohnungen nach gemachter Arbeit und ich freue mich immer extrem, wenn ich neue Leute, neue Zuschauer kennenlernen darf. Das war es mit dem Frage-Antwort-Video. Bitte gerne mal eine Rückmeldung, wie ihr das auf dem Sofa gefunden habt, ob ich vielleicht auch mal ein Swissinfo so machen sollte oder ob Swissinfo eher so ein bisschen actionreicheres Format sein sollte, wo ich wieder so von unten stehend in der Kamera schauen soll. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Woche, bedanke mich auch für die Fragen. Vielleicht sehen wir uns ja mal im Real Life, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und damit tschüss!